Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Mission hier im Doc-Kanal Blick auf Europa. Ich bin für die DVP, wo die CSV auch darauf vertreten ist, an der größten Volkspartei, sind auch responsabel für ein Dossier über Zwangsarbeit. Zwangsarbeit, etwas, was Sujet ist, den uns alle gut beschäftigt, ganz oft natürlich ein Tabuthema ist, was so innerschwellig behandelt wird. Und das ist so, dass die ILO, das heißt die internationale Arbeitsrechtsorganisation mit Sitz zu Genève, dass die ILO ein Protokoll, die 1930, eine Konvention, die 1930 erstellt ging, dass die durch 2014 durch ein Protokoll erweitert ging, neu gemerkt ging, aktualisiert ging. Und wir als Europäisches Parlament haben darüber geschafft. Und wie ich am Anfang gesagt habe, für die DVP sind ich responsabel am Beschäftigungsausschuss, für wie gesagt, darüber zu schaffen. Zwangsarbeit ist ein Sujet, den wir rumfahren, den hat mit Gewalt zu tun, den hat mit Unterdrückung zu tun, den hat auch mit Prostitution zu tun, mit all diesen Domänen. Und das in regelrechten Frontalangriff auf Menschenrechte. Bis zu 21 Millionen Leute gehen am Anfang zu der Arbeit, gehen an Zwangsarbeit getrieben, unterschiedlich an besonders junge Leute. Und das ist äußerst dramatisch. Bald 900.000 Leute innerhalb von der Europäischen Union, 1,5 Millionen innerhalb von Europa. Also das sind Chiffren, die trotzdem impressionant sind, an die man mit allen Mitteln aufkriegen, die man bekämpfen muss. Die ILO-Konvention, wie gesagt, ist von 1930, geht durch ein Protokoll erweitert. Und es sind 177 von 185 Memberstaaten haben die Konvention schon ratifiziert. Und aber gibt es noch immer extrem Schwierigkeiten, extrem Zwangsarbeit an den einzelnen Ländern, an den einzelnen Memberstaaten, auch von der Union. Und das führt dazu, dass wir am Anfang uns mal ein bisschen auseinandergesetzt haben mit dem aktuellen Text, für was können Sie Protokoll erstellen, für was zu gucken, was muss gemacht werden. Den aktuellen Text, der gesagt, ein ganz paar die Lakunen und Klarheiten noch vom Protokoll von 1934. Das aber auch neuerdings für zu gucken, eine gewisse Prävention zu machen für Zwangsarbeit. Ich komme noch darüber zurück, was den Punkt der Prävention kann machen. Und dann ist natürlich auch, was extrem wichtig ist, dass die Leute, die Opfer gehen von der Zwangsarbeit, für denen ganz konkret und zwar ganz unkompliziert, ganz schnell können zu helfen. Prozedur, vielleicht die Wort zu der Prozedur, das heißt, für was sind wir als Europäisches Parlament davon betroffen. Aber ja, die einzelnen Memberstaaten müssen das alle gut an ihrem Namen ratifizieren. Wir können das auf europäischem Niveau zu machen, weil auch ein Teil von der Sozialpolitik ja am Anfang auch an der Kompetenz von den Memberstaaten liegt, aber auch an der Kompetenz von der Europäischen Union. Muss dann auch, wie gesagt, die EU dazu ja sagen. Und wenn die EU, dann ist das einerseits der Conseil, andererseits aber besonders das Parlament, wo wir heute vertreten sind. Wir müssen ja sagen, dass die Memberstaaten das in der Form, wie das präsentiert wird, können ratifizieren. Zahlen, wie gesagt, ich hatte gesagt, 21 Millionen Leute sind betroffen, bald 1 Million innerhalb von der EU, 1,5 Millionen innerhalb von Europa. Es sind 150 Milliarden Dollar, die eigentlich da weltweit generiert gehen. Das heißt, wo Benefice gemacht gehen, wo Handel getrieben wird damit. Und das ist für allem im Moment auch ein ganz großes Sujet, weil auch Migration betrifft. Das heißt, all die Flüchtlinge, die auch kommen, gehen am Anfang ganz oft an die Zwangsarbeit getrieben. Das sind auch Frauen, wie gesagt, sind auch junge Menschen, junge Leute. Und das stellt ein riesiges Problem dar. Was verstehen wir konkret in der Zwangsarbeit? Wir verstehen am Anfang die klassische Ausbeutung, das heißt psychisch und auch physische Ausbeutung. Die Leute gehen an den materiellen Zwang getrieben. Sie kriegen noch zum Teil Gewaltdrohungen, noch Gewalt angedroht. Das heißt, das lebt nicht ohne Gewalt auf. Und die Leute, was sie kommen, eine große Hoffnung an uns, an die EU, und auch an als System. Sie wollen am Anfang für einen Krieg oder für so Gewalt flüchten, dann kommen an das System
wo se awer net rakommen, a wo se dann clandestin liewen, a wo se da ganz séier an so Kräser sinn vun Mënchenhandel, vu Prostitution, well e ganz großen Deel as sexuell Ausbeutung. Dat geht am Fong nahtlos, dat geht ganz séier an Wammer iwwer Zwangserbecht schwätzen, dann ass et hauptsächlich Staat. Et ass awer och eng Erniedrigung, eng onmënschenwürdeg Behandlung vu Leiit, die am Fong gedriwe ginn, die am Fong och van Sklaverei aufgeschäft ass, dann ass et awer eng moderne Form vun Sklaverei. De Protokoll den ass wie gesot gëtt lo ratifizéiert, wat steet do dran? Dat heecht das am Fong, wie ich am Ufang gesot hunn, fir d'Konventionioun ze moderniséiere vun 1930 fir neue Aspekte mat ranzubringen, die bislo net so bekannt wären. Bekämpfung wie gesot vun der Zwangserbecht awer och sech méi ersetzen géint Dermut fir méi Bildung. Ich mange Leiit, die méi ausgebildet sinn, die méi mat sech zwee Féis am Liewe stehen, die Edukaoun krit hunn, die reagieren noch ganz ähnlich, die bewegen sich ganz ähnlich an eiser Gesellschaft, lossen sich net so séier verfeieren op so weh. Und dann ist natürlich, das gehört zu den Präventionsmesuren, dann ist natürlich auch wichtig, für den Leuten juristisch Hilfe zu geben. Das heißt, wenn sie einkehr an dem System dran sind und sie wollen da raus und sie wollen das abdecken, dass sie nicht brauchen zu fährten, dass sie selber als Opfer am Anfang auch nach juristisch verfolgt gehen. Das heißt, dass sie am Klartext muss man dafür sorgen, dass sie selber Straffreiheit kriegen, wenn sie Opfer sind. Was müssen die Länder machen? Das heißt, dass sie am Anfang darauf aufmerksam gemacht und gëtt mat Nodruck gefordert. Und das ist auch wichtig. Das heißt, das Protokoll ist rechtlich verbindlich. Das heißt, es gëtt gefordert, dass am Anfang Memberstaaten Aktionspläne erstellen. Die Aktionspläne, die sind eine ganz paar die Sache für erstens mal Aufklärung. Ich meine, Aufklärung ist extrem wichtig. Die Information und die Leute, dass sie sollen aufpassen, dass sie sich nicht sollen an die Richtung bewegen. Sie müssen aufgeklärt, die werden alles von schlimmen Affären, von schlimmem Gött, was ihnen kann ugedogi, wo sie können nach Kräser kommen, die wirklich die Ausbeutung durch Führung treiben. Dann ist es natürlich auch Stärkung von den Arbeitsinspektionen. Das heißt, innerhalb von den Arbeitsplätzen, innerhalb von der Arbeit tun wir ganz viele Leute, die müssen so einen Job unholen, einen Menschen erniedrigen den Job, weil sie sonst gar nichts tun, weil sie sonst an total Armut leben, holen sie so etwas un. Und da ist es extrem wichtig, dass durch die Arbeitsinspektionen, dass mehr Kontrolle gemacht wird und auch, dass Kontrolleure selber besser ausgebildet sind. Und das spielt auch ein bisschen mit an der Entsenderichtlinie. Das heißt, wenn man aus fremden Ländern Leute an ein anderes Land entsenden, in welchen Konditionen, dass kontrolliert wird, in welchen Sanktionen ausgesprochen wird. Das heißt, der juristische Beistand hat ich schon gesagt. Und dann ist es doch wichtig, dass eine Kooperation funktioniert unter den einzelnen Memberstaaten. Das heißt, über die Grenzen hinaus muss kooperiert gehen zusammen. Das ist ein Sujet, den Europa Welt, den eigentlich weltweit zu betrachten. Also die möchten nicht für ihre Grenzen halten. Das heißt, da muss über die Grenzen hinaus kooperiert gehen. Auch die Kontrollen müssen grenzüberschreitend gemacht gehen. Weil die können sich vorstellen, Kontrollen an einem Land das China gut, aber den Handel da geht ja über die Grenzen raus und die muss auch grenzüberschreitend können kontrolliert gehen. Das ist so, dass auch Resolutionen mit Drittländern gemacht werden. Das heißt, dass ja nicht nur in Europa weit, mit auch mit Drittländern müssen Konventionen gemacht werden, wo dann auch die nötigen Mesuren getroffen werden, die nötigen Präventionen getroffen werden. Das ist auch viel gesehen. Ein ganz aktuelles Beispiel, das ist die demnächst Football-Weltmeisterschaft am Katar, wo ja wirklich schon bei der Konstruktion von den einzelnen Stadien, von den einzelnen Stadien, dass da schon tausende Leute ums Leben gekommen sind, weil da unmenschliche Bedingungen herrschen. Und wie gesagt, da sind schon eine ganz paar Leute ums Leben gekommen, weil eben einfach da keine Kontrolle sind, weil da gar nicht aufgepasst wird, weil das ein richtigen modernen Menschenhandel, Sklavenhandel ass wie die Leute müssen schaffen. Deelweis hummer dat am Transport, an dat feiert mech zu engem zweete Sujet. Transport hat man fir enger guter Woche, fir 2 Wochen hat man eng Konferenz iwwer eng Sozialagenda am Transport, wo et besonnech Luftverkehr an de Strassentransport.
a besonders am Strassentransport muss ich so, dat man vielleicht noch nicht dieselbe Konditionen nur von zwangsarbeit mir trotzdem aber auch Arbeiten hun, die Menschen unwürdig sind, wo Chauffeuren extrem viel Stunden müssen fuhren, wo sie nicht mehr am Meer sind, die ganze Pensum zu bewältigen, an aber von ihren Patron ugehalten gehen, das zu machen. Dus ich hoffe, die rufen bei der Polizei an, wann ich gelieft, kontrolliert mich, ich bin da und da, kontrolliert mich, weil ich fuhr schon 17 Stunden an mein Patron fuhr das nach immer, dass ich so weiterfuhren. Wann ich gelieft, kontrolliert mich, holt mich hinter dem Steuer raus. Das ist mir egal, was mit mir geschieht, aber das geht schief aus, das führt zu unsichere Situationen, Accidenten und so weiter. Das sind so Situationen, wo ich damit konfrontiert wird, wo ich denke, das kann nicht mehr gehen heutzutage. Aber ich muss so, das geht es. Und da schaffen wir darin, dass doch wirklich abgedeckt dann die Sozialagenda, besonders am Straßentransport, aber auch an der Luftfahrt, weil das geht auch immer mehr an die Luftfahrt, hält immer mehr zu. Und wir werden, wie gesagt, da nicht mehr spät wie letzte Woche, hat ja mitgekriegt an der Presse, dass auf der Erde, was billig, dass da Kontrollen gemerkt sind, dass da Kamionskontrollen gemerkt sind, wo eine ganze Reihe technische Defekte festgestellt sind, aber auch eine ganze Reihe also Konditionen von der Arbeit, von der Lenker, von der Ruhezeit nicht respektiert gehen. Und ich meine, das ist etwas, wo wir verstärkt müssen, also Kontrollen mit den nötigen Sanktionen handeln. Den Dossier hoffe ich, dass wir geschwind können aufschließen an der Pläne. Und dann meine ich, dass der an den Memberstaaten ganz sehr muss umgesetzt werden, dass wir da wirklich echt Resultate haben. So, ich merci für das Nolauschen. Ich freue mich schon auf eine nächste Sendung Blick auf Europa für ein anderes Sujet damit zu bringen. Merci.